Hallo, ihr liebe Leute, hier bin ich wieder. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Ich bin wieder zurück aus Israel und ihr habt mich doch bestimmt vermisst, vor allem nachdem ich hier so einen miese Cut gesetzt habe, Mitte im Nirgendwo in so einem alten verschimmelte Nebenzimmer. Und Israel weiß ich noch nicht, wie es war, weil ich das derzeit provisorisch aufnehme. Aber es wird ein Video geben im Laufe der Woche, was euch aufklären wird, wie es gelaufen ist, was ich so gemacht habe, was ich alles erlebt habe. Und ich freue mich sehr drauf, das selber zu machen, das Video, und euch das Ganze zu präsentieren und zu kommentieren. Ja, jetzt machen wir hier wieder weiter. Nachdem hat 2 Wochen lang nichts mehr gemacht haben. Mann, 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 Mann. Ihr habt mich doch bestimmt vermisst. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es in Israel war. Und ihr wollt bestimmt wissen, was ich so geschafft habe. Und ich will es eigentlich auch wissen, um ehrlich zu sein. Ich freue mich tierisch drauf auf das Ganze und euch das zu präsentieren. Ist ein bisschen merkwürdig, das dann zu veröffentlichen, nachdem das eigentlich schon alles passiert ist. Und ich im Vorfeld halt nicht weiß, was da gelaufen ist. Ach, es wird toll. Und ich freue mich jetzt, Uncharted 4 nochmal durchspielen zu können. Sieh mal an. Schick. Eine Ente. Anatidephobie haben die Leute hier nicht gehabt. Das ist die Angst, von einer Ente angestarrt und oder beobachtet zu werden. Was ist da noch? Ah ja, was mir auch noch aufgefallen ist, bei dem Schatzhaus war die einzigste, wo kein Thief dran gestanden hat, wo eine Dieb gestanden hat, bei der Anne Bonny. Das könnte auch noch recht interessant werden. Eventuell finden wir ja deren ihr Haus auch noch. Und finden vielleicht raus, dass dies hier rausgepackt hat. Die einzigste Frau. Eventuell dann auch unter der Gründer, eventuell dann auch etwas zurückhaltender. Ich weiß es nicht. Das ist sicher von der Gangi Sawai. Schick, da hat er was abgezeichnet. Gucken wir es uns mal an. Mogulvase. Was sie nicht eingeschmolzen haben, nutzen sie als Dekoration für ihre Häuser. Ja, das könnte von einem großen Plünderzug von der Gangi Sawai gewesen sein, die Avery geknackt hat und dabei 600.000 englische Pfund an Profit gemacht hat. Was haben wir da noch? Noch ein Vögelchen? Wunderschön. Ja, durchaus wunderschön. Schade, dass wir es nicht mitnehmen. Sehr schönes Teil. Hihi. Schön. Schick, schick. Briefbeschwerer war das wohl. Was ist das? Und eine Tagebuchseite. 9. September 1718. Gründer Baldridge. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesem Konflikt ein Ende setzen. Gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent. Oh je, oh je, oh je. Moment, da war noch was dabei? Das wollte ich gar nicht. Nee, Quatsch, ich wollte das Briefchen wieder nehmen und umdrehen. Umdrehen, ja. Genau, da ist noch das Zeichen von Condent, der geflügelte Drache. Schlange Drache. Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Ja, lauter Jungs, die sich gegenseitig abschlachten. Mann, oh Meter. Und da geht's auch noch durch den Kamin. Hat der gute Mann wohl auch hier Geheimversteck gehabt. Bin ich von da nicht gekommen? Nee, anscheinend nicht. Okay, da können wir dann weitergehen. Mann, 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 das ist echt heftig hier mit einer Buwe, die hier die ganze Zeit Schwanzvergleich gegenseitig machen. Und hier geht's zum Avery hoch wieder. Da geht's in die nächste Hütte. Oder in den A-Bau von dem Haus Eva. Oh, Hey, sieh mal da. Die
Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Ja, Wohl nicht. die hätten wohl nicht damit gerechnet, gegeneinander zu kämpfen, wie sie es gesagt hat. Da hätten sie dann das Haus von der anderen Leute jeweils belagert, während der Orwe sich wahrscheinlich ins Feuchtel gelacht hat und die sich gegenseitig hat abschlachten lassen, damit er zum Schluss wieder als Sieger hervorgeht und alles kriegt. So könnte ich mir es zumindest vorstellen. Wird zu Henry Avery irgendwie passen. Okay, da hoch können wir wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht. Müssen wir da weiter? Offensichtlich, oder? Vielleicht auch wieder absolute Quatsch von mir, aber man weiß es nicht. Okay. Uah, scheiße. Huch, das spült uns immer wieder zurück. Okay. Da kommen wir anscheinend nicht großartig weiter. Nee. Nee, also das kriegen wir nicht hier. Da müssen wir dort durch. Na gut. Dann ist dem eben so. Boah, Alter. Geil. Da können wir ruhig ein bisschen snipern, falls Shoreline hier in den Häusern sucht. Ja, das ist wunderschön, durchaus. Ich freue mich, wer zum Schluss auch der Damm dann zerstört hat. Könnte ein Ausgang sein. Okay. Ich freue mich, wer dann auch den Damm zerstört hat. Ob das die Leute aus Libertalia waren oder ob das die Gründer aus New Devon selbst waren. Die Strömung ist stark. Okay. Strömung ist stark. Das heißt, da kommen wir nicht durch. Wie machen wir das dann? Da können wir nicht rum. Da oben gibt es auch nicht irgendwie eine Möglichkeit hochzukommen. Nee. Da drüber können wir auch nicht klettern. Für eine Räuberleiter. Ja, zu hoch für eine Räuberleiter. Okay. Ja, wie machen wir das dann? Das bringt uns auch überhaupt nichts. Höchstens hier lang, ne? Und jetzt? Pff. Nee, da brauchen wir die Elena dazu. Warte, ich drücke ihn runter. Genau. Danke. Hatten wir ja schon mal mit dem Sam das Spielchen. So. Achtung. Okay. Und ja. So, kommt darüber. Gern geschehen. Danke. Das ist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Ja. Solltest du auch. Sieh es als Kompliment, dass du tolles Gegengewicht bist. Wie machen wir das jetzt? Können wir da eine Kronleuchter entlang oder so? Weil die Strömung ist ja nach wie vor sehr stark. Ne, da kommt er nicht durch. Von dort aus dort hier. Ja, okay. Das ist das nächste. Etwas Wasser geschluckt. Ach jo. Das Wasser ist doch trinkbar hier. Ist nur ein bisschen Biotop mit drin. Kriegen wir hier. Mal gucken, ob wir jetzt von dort aus die Elena runterkriegen. Ich finde einen Weg für dich. Hier ist was. Okay, Moment. Bevor ich das aber mache. Ah ja, das können wir bestimmt runterdrücken. Das sollte gehen. Okay, weg da. Das sieht jetzt aber eher aus, als wenn du Paintballs trage klatscht, als wenn das Moos wäre. Okay, gut. Gut, das ging ja fix. Das ging ja sehr fix. Dann können wir jetzt zu zweit bestimmt auch hier den Schrank erheben, weil alle, ne? Habe ich mir schon gedacht. Aus dem Weg. Ja, da brauchen wir beide. Das war logisch. Ja, Ochs ist hoch und einer geht durch. Oder so rum, ja. Gut. Okay. Thomas Tew. Ich sehe das Symbol von Thomas Tew, ja. Sieh mal. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Ja. Das ist der zweite Mann hier, richtig. Die erfundene Pirate haben wir jetzt auch nicht wirklich gefunden. Und ihr Häuser. Von daher wissen wir nicht, was da passiert ist. Ach ja. Ach ja. Aber ach, der hat ein sehr, sehr schickes Haus gehabt und da sind auch nicht so viele Schäden. Also der war nur am Wasser. Aber nicht so, dass es das ganze Haus zerreißen wird.
Das war wohl seiner Position als zweiter Mann und Verbündeter von, oder näherster Verbündeter von Avery zu verdanken. Mann. Vielleicht haben auch bewusst Avery und Tew Gerüchte gesät und die Leute gegeneinander aufgestachelt. Ach du Scheiße. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Ach du Scheiße. Das sind die Wir Gründer, sind ein oder? bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist Ja. noch ein Siegel. Das sind die Gründer. Da ist der Guybrush Threepwood, ja. Genau mit so einem Gott. Affe-Symbol. Was? Sie sind's. Helena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Sieht aus, als hätte man so beim Essen Ich bin keine vergiftet. Pathologin, aber ich würde sagen, Ja, miese Drinks? ja. Das sieht Sieht so aus, aus. als hätte man so beim Essen Also, vergiftet. was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? England? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Mann. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Tja. Scheiße. Wollen wir wetten? Tew hat die ganze Gründer im Namen von Avery eingeladen. Thomas Tew? Henry Avery. Und die zwei haben sie vergiftet als Die Komplott. Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu um begraben. Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ah, Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken, Ja. außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Wie sie ihn auch es dabei tut mir leid, anguckt. Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Krasser Scheiß. Okay, Tew und Avery haben hier wirklich geplant, die Mitgründer abzumurksen. Mann, der Guybrush Threepwood, dann der indische, Johnny England. Wenn ich jetzt die Sache, die Namen habe ich leider nicht mehr parat. Ist auch Anne Bonny hier mit dabei? Gerade mal gucken, der hat sich runtergezerrt. Das ist das Schreiben von Thomas Tew, ja. Die Leute einzuladen. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Thomas Tew. Ja, das war das, was Elena vorgelesen hat. Ist Anne Bonny hier auch mit dabei? Ich kann's gar nicht sagen. Könnte sie das hier sein? Ich sehe hier irgendwie nur die Männer. Anne Bonny sehe ich gar nicht. Ja, das schreibt, das zeichnet der Arab. Für die Nachwelt. Ja. Wäre schöner, wenn er Fotografie davor hätte. Honor among Thieves. Ehre unter Dieben.
Oder noch irgendwas? Nee, nur die Dinger gezeichnet. Na toll. Das könnte man aber genauso gut als Kritzelei abtun. Also das finde ich jetzt schon ziemlich heftig. Die eigene Mitgründer abzumurksen, um so eigentlich nur 2 Männer. Naja, das war der andere, der afrikanische oder was es war. Ja, um so nur 2 Männer zu haben, denn die ganze Schätze gehören. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, was wir bei Avery finden. Ob... Krass, die haben die Siedler abgemurkst, weil die Siedler die Kohle haben wollten. Die Siedler haben sie platt gemacht. Da haben sie untereinander mal in New Devon einen Claykrieg geführt. Avery und Tew haben die Schnauze voll gehabt, haben die 2 abgemurkst und waren dann eigentlich die Chefer. Aber Avery ist bestimmt keiner, der gern teilt. Also das Zimmer, das finde ich Bomber. Das ist der absolute Hammer. Wirklich. Alter Falter. Das ist allerdings Dinner for One gewesen. Mann, 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 Mann. Krasser Scheiß. Boah, das ist gerade eine richtige Gänsehaut-Moment für mich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Tew nicht auch von Avery ausgeschaltet wurde. Ob man nicht in Averys Haus möglicherweise dann... Oh Gott. Möglicherweise Tews Leichnam finden. Bin okay. Ich hab's. Okay. Wir treffen uns oben. Wo ist dann sie? Achso, da ist sie. Okay. Ja, dann muss ich natürlich durch das poröse Stück weitergehen. Ich habe hier einen Kletterhoke, das passt. Hey. Ja, bin ich noch vor dir? Jawohl, erster. Oh, natürlich hat der von seinem Schloss da aber ach die Kanone positioniert. Das sind die Reiganger. Der Shoreline Truck ist noch da. Genau. Das sind die Reiganger. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Ja, und wir gehen jetzt zu einer anderen Seite. Und natürlich hat der von seinem fetten Schloss aus hier die Kanone stehe gehabt. Da ging es wahrscheinlich ursprünglich dann hoch. Von 2 Seiten konnte man hier hochgehen. Und Tews Palast, der ist hier direkt beim Wasserfall. Wahrscheinlich das zweitgrößte Haus, ja. Könnte ich mir gut vorstellen, wer immer hier gewohnt hat, muss auch im Avery recht nachgestanden haben, sonst würde er dann auch nicht so nur bei sich wohnen lassen. Okay, da kommen wir in sein Schloss rein. Mehr Kanonen. Genau wie bei Trus Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Na Ja. Schließlich vergiftete er dann... schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Aber ja, in dem Fall ist manchmal ein Tropfen Gift stärker, als es eine mächtige Kanone ist. Da haben wir noch einen Schatz. Kleines Elefantchen. Bemalter Mogul-Elefant. Schade, wird da 3 Schätze verschnarcht und der Elefant streckt uns auch als Häme gegen der Arsch entgegen. Schön auch mit ihrer Spiegelung. Schön gemacht. Sehr, sehr schönes Teil. Das ist auch wirklich etwas, was ich als Schatz bezeichnen würde. Sehr schönes Teil. Es muss ja nicht immer mit Rubine und Smaragde sein. Ja, willkommen in Henry Averys Haus. Mir nimmt der Dienstbote Eingang durch die Küche anscheinend. Mann, 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 Mann. Das wird jetzt sicher auch noch eine sehr geile Nummer hier. In Averys Haus. Bin ich tierisch gespannt drauf, was wir hier erwarten. Was uns hier erwartet. Was der eventuell für Schätze hat, die wir plündern können. Das wird auch sehr geil. Okay. Oh, Alter, natürlich hat er sich so ein Barockpalast hier pflanzen lassen. Wohl nicht barock, eher so kolonialzeitliche Palast mit Barockelemente. Leckt mich doch am Arsch. Das ist ja wirklich so Fürsterschloss, was der hier hat. Der hat halt Prunk und Protz, ach geliebt, der Kerl. Tages pompös. Ja. Warum hat der Thomas Tew nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Beim Psychopath arbeite, klingt doch hier im ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Macho Nacho, okay.
Aber Thomas Tew und Henry Avery haben eigentlich nur bei diesem Raubzug auf das Schiff, was ihnen 600.000 Pfund eingebracht hat, mitgewirkt, als Verbündete, muss man dazu sagen. Und daraus dann wirklich schon sowas als rechte Hand zu leiten, ist schon ziemlich heftig. Also sehr fantasievoll. Aber die beiden haben historisch tatsächlich bei dem großen Raubzug zusammengearbeitet. So viel ist auf jeden Fall historisch bekannt. Ist das ein Spinett? Sehr geil. Okay, also der hat sich hier wirklich ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt. Ah ne, von da sind wir Kummer. Okay, da ist ein Holzboden und dann Platte auf drüber gelegt. Ach, interessant vom Baustil her. Okay, von da kommen wir. Da sind wir rein. Ist das das nächste Loch, in was wir rein müssen? Anscheinend. Gibt es nämlich keinen Weg zurück mehr. Okay. Ich befürchte irgendwie, dass hier Shoreline unterwegs ist. Ich befürchte es stark. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Hm. Okay. Ja, das wundert mich nicht, vor allem, dass jetzt hier auch Munition rumliegt. Mal sehen, wo sie sind. Die haben hier Munitionskiste anscheinend abgelost. Ja, sehr, sehr schickes Bild. Okay, da sind noch ein paar alte Truhe von Avery. Alter Falter, was ein Palast. Also dafür hat er schon mindestens 100.000 Pfund hingelegt zu seiner Zeit. Mann, oh Meter. Scheiße, also der muss ja ach wirklich... Frage ich mich auch. Was ist mit Müssen Shoreline? sie doch schon gefunden haben. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Ja, mach keine Witze über Geister von Piraten. Ah, ich hätte gedacht, das wäre der erste Schatz, den wir hier finden. Na gut. Dann halt nicht. Mhm. Okay, von da aus werden wir eigentlich hochkommen. Muss ich das auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren und abchecken. Okay, gammliche Haar ist 39. Hier ist sonst nichts mehr. Nee. Okay, man mag aber gucken, man ist ja neugierig. So, da ist sonst nichts mehr. Okay. Können wir genauso gut über der rechte Flügel auch nochmal drüber spazieren. Uns das nochmal angucken. Ah, hier ist was. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Dann sind sie wahrscheinlich hier durchgegangen, nehme ich mal an. Aber vorher nochmal hier genau umgucken. Oder? Ja. Ja, stimmt, mal umgucken. Da geht's auch nochmal irgendwo hoch. Weiß ja nicht so recht, ob da nicht eventuell dann was startet, irgendeine Sequenz ist. Ob es so eine Geschichte weitergeht. Ja, es ist sehr groß alles. Man könnte es jetzt alles nochmal untersuchen. Wofür ich eigentlich schon bin. Weil wenn wir schon hier sind, dann gucken wir uns das auf jeden Fall auch nochmal an. Und nicht hektisch hinter der Geschichte herrennen. Hinter der Hauptstory, sondern ich bin auch immer so ein Erforscher. Ich mag sowas ganz gern. Wenn das Spiel schon die schöne Möglichkeit bietet, dann mag ich mir das auch angucken. Aber, Alter, der Mann hat gewusst, wie man lebt. Für mich wäre es ein bisschen zu protzig, das Ganze. Aber es hat definitiv was. Es ist doch ziemlich cool. Copperhead. Ich baller jetzt mal nicht... Oh, nö. Baller jetzt mal nicht probehalber rum damit. Och, Mann. Knetkopf. Komm, das mache ich jetzt noch, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert. Ich milde auf jeden Fall nochmal hoch und will mich weiter umgucken. Ich mag zumindest die oberen Gebiete abgegrast haben, bevor ich dann durch die Tür weitergehe. Ah ne, das ist kein Schatz ohne gewesen. War nur Lichtreflexion. Okay. Aber ich gehe doch auch lieber auf Nummer sicher, ne? Man will ja nichts verpassen. Wie oft auch immer ich das jetzt schon in dem Let's Play gesagt habe. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Kann ich da vorbeiklettern? Ja, tatsächlich. Und? Nee, da kann er nicht. Was ein Quatsch. Oh Mann, oh Mann. Nate? Nate! Scheiße. Shoreline hat die Haustür versperrt.
Oh, ist das blöd. Mal sehen, wo sie sind. Vor allem, weil es bestimmt auch nur so 2 Meter waren und der sich maximal die Knöchel verstaucht hätte bei der Aktion. Mehr Fußspuren. Okay, das hatte ich noch nicht. Mehr Fußspuren. Oh. Noch mehr. Hm. Na, da. Da ist einer mit seinen Käsviehs rumgelatscht. Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Doch. Und da? Hm. Na, da. Bingo. Da aber ist auf jeden Fall nix. Dann führt es wohl tatsächlich zu der Spur da ohne hier. Okay. Sind sie Emo außen rumgelatscht. Und dann da wieder vorbei gedappt. Hm. Na da. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Gut. Und dann die Sache, liebe Leute, mache ich natürlich vor der Cut, als ob wir es nicht selber gewusst hätten. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.